Wettkampf Schuhplattler Showdown in Pichel. Es schaut einfach aus, ist aber eine enorme Herausforderung an Kondition und Körperkoordination. Das Schuhplatteln. Die besten 27 Schuhplattlergruppen Österreichs trafen sich in Pichel bei Wels zum Wettbewerb. Die Gejagten sozusagen waren die Titelverteidiger, die Schuhplattler aus Pichel. Stramme Wadeln, echte Mannsbilder, fesche Dirndln, die ihren männlichen Kollegen beim Platteln in nichts nachstehen und ein begeistertes Publikum, das die jeweiligen Schuhplattlergruppen bis zum Schluss anfeuerte. In Pichel bei Wels kämpften am Abend 27 heimische Schuhplattlergruppen mit vollem Körpereinsatz um Platz 1 und um diesen Wanderpokal, den im letzten Jahr die Schuhplattlergruppe Pichel erobert hatte. Das Ganze ist eine Plattelfamilie. Der Sinn ist nicht, der Sinn natürlich den Besten zu küren, aber Tradition leben, Spaß haben, sich treffen und einmal im Jahr einfach wieder zusammenkommen. Die Sporthalle der Hauptschule in Pichel bei Wels konnte die über 1000 Fans gar nicht alle aufnehmen. Das Schuhplatteln liegt voll im Trend, auch wenn es sich dabei um eine relativ junge Tradition handelt. Ja, wie vielleicht doch einige wissen, ist es so, dass der Schuhplattler ein Werbetanz ist, ein Bolztanz. Heutzutage könnte man sagen, das ist Flirten mit dem Escher, oder? Und ins Geheime kommt es heute auch noch genau auf das drauf an. Kein Wunder also, dass die Plattler so viele weibliche Fans haben. Was macht den Reiz aus vom Platteln? Die Schnelligkeit und die Koordination fasziniert mich. Der Brauch und ja, Burschen natürlich auch. Ja, weiß nicht. Zwar ist das Schuhplatteln nach wie vor eine männliche Domäne, doch in den letzten Jahren haben sich auch rein weibliche Plattlergruppen formiert. Was unterscheidet sie eigentlich von den Burschengruppen? Naja, wenn man so ein bisschen schaut, würde ich sagen, haben wir schon die knackigeren Wadeln der Mädels. Neben gutem Aussehen ist auch ein fesches Outfit wichtig für einen echten Schuhplattler. Naja, in erster Linie zum Platteln ist einmal sicher die Lederhosen am wichtigsten. Das ist einmal ganz klar. Und ja, einmal ein anständiges Schuhwerk. Gescheite Plattelschuhe, Tankschuhe mit einer Ledersohle. Sollte man schon haben, dass es gescheit duscht. Letztendlich zählt aber die gute Kondition und die Körperbeherrschung. Den Schuhplattler-Wettbewerb gewonnen haben dann übrigens wieder die Lokalmatadore aus Pichel bei Wels. Damit